Dat gute Pjett von Josef Pröpsting. Fennand Halsband, da so geen Kartenspiel. Jeden Gunstagabend trok he los, sich met sine Kumpanen te treffen. Dan gong dat met contra und re, bis so vaken in de diepe Nacht. Fennand kam dann oft schietendick nach Hus. Mathilde, sine Frau, ha nu gar kein Verständnis für düt Leben. Und altids, wenn Fennand nachts nach Hause kam, stond sie all met de Kokenrolle echter de Deur. Die leive Mann ha so nicht een Bein in Hus set, dann krieg he all klabaaf die Kokenrolle für'n Kopf schlagen. Mathilde het mangstens blond und blau timmet und he konnt sich für ein paar Tage nicht in Dorf sein lassen. Nu was dat wir an een Gunstag, dat Fennand über 30 ha und etwas in Tüschken 3 Uhr nachts wurden. Op'm Weg nach Hus, da he singen und kriöl ob Darel kummerut. Men je neige he nach Hus hen kam, so mehr gong de Buchse met Grundis. Wat was zu maken? Die Olschgestalt wisse echte de Hustür met ihren Rolle. Met eens kreeg Fennand nun ne Erlechtung. He gong naar de Wieschke und nahm sich do Erna sin beste Pjett an Kop. Es he nu an Nuse ankam, hätte erst Erna met echte Deel voran door de Deur schwom. Mathilde stond al Brot und Reib. Da bist du ja, du olle Supschwien, und schlag dat Pjett op'n Batzen. Dat Pjett was nu so verschreckt, dat het voorts terug vengstet het. Dat Hofeisen kam just op Mathildes Bug, so dat sie twers door den hele Flur bis in de Kük op de Maschine vloog. Dat ha nu Fennand auch nicht wollt, und et dei wirklich leid. 4 Tage later was die Beerdigung, und viele Lü dann die Mathilde nachfolgen. Fennand het dat Pjett voorts nach diesen Unglücksfall verkauft. Nu stond in sin schwatten Anzug op'n Kirchhof und da sich ein Patronen verdrücken. Op eenmaal kam so'n schwart gekleedeten Herrn op hem toe und zag hem wat in t Ohr. Fennand keek sich den Mann graut an und da dann mit seinen Kopf schütteln. Der Mann ging ganz bedröft weg. Noch so'n Tietken kam dann von de andere Stier een her, die Fennand wat in t Ohr zag. Fennand da nu weer met de Kopf schütteln und auch düsse Mann ging heel bedröft weg. Noch so'n Tietken kam wir so'n ölleren Herrn Fennand wat te fragen. Etwas wir datselbe Spiel es für. Und Fennand dei nochmal den Kopf schüttel. Nu kam Fennands Nobe und froch heel nieschierig, wat die Herrns in t Ohr secht hen, und warum sie altids mit de Kopf schüttelt he. Ach, sech Fennand, die Herrns heb mi albineen frocht, of sie wohl mein Pjett lehnen können. Gott sei Dank, dat unsere Dame dat nicht hört hebt, sagt Karl Rerop heel verschreckt. Die Verwesselung von Josef Uhlenbrunk. Een pensionierte Magister gaat an stürmschen Novemberdag durch die Straßen. He bekickt sich, hoe die Sturm ne olle Berg waandünne rüttelt. Der Magister simuliert. Sonne olle Berg in Jefswind ist wat Trauriges. Grad so traurig ist mit so'n ollen Kerl, wer in Jefst von sin Leben steigt. Diese düsteren Gedanken werd voorts verdrieben, es die Magister in Bloemlaan kump. Die Blumenfrau is waan an jomneen. Mit der Lehrlings ist vandaag doch überhaupt nix mehr los. Wat is denn passiert? Fragt die Magister nieschierig. Stellt ju es vor. Usse Nobe het een Bierlokal inwied. Die Leerjung brech in grauten Blumenstrub dahin. Ob dat Kerken steigt, unser aufrichtiges Beileid und einen stillen Gruß. Dat ist doch nicht so schlimm, meint die Magister.
So eine Verwechslung kann doch mal vorkommen. Wer weet, wat uit dat Bierlokal wird? Vielleicht ist dat aufrichtige Beileid ganz in Ordnung. Dat is ja auch noch nicht dat leichte, knögelnde die Blumenfrau. To die Beerdigung von mijn frommen Cousin brecht die dörsige Jung in grauten Kranz mit een Kerken. Viel Glück im neuen Lokal. Sein Mädchen von Heinrich Lübberding. In die Uhlflucht gingen Wilm und Hannes spazieren. Da bückete sich Wilm und nimmt wat op. Wat hes, fragt Hannes. Ich hef dein Mark von. Wat een Glück. Da können wir uns eines obtrinken. Wilm stoppen den Schien in der Tasche. Nun müssen sie über ein Birksken. Da nimmt Wilm den kleinen Markchen aus der Tasche, knubbelde ihn beneden und schmidt ihn in Bade. Sag, Hannes, bist du verrückt? Wie kannst du ein kleinen Markchen wegschmieden? Du, sag Wilm, die was falsch. Ne Fälschung? Hast du einmal ein kleinen Markchen mit 2 Nullen sein? Die Kist op'm Hof von Josef Pröpsting. Frensken was nu al bol 8 Jahr alt, aber hier a immer noch kein Brüderken oder Süsterken. Men nu endlich was zu weit, und soll doch noch wat Kleins ankommen. Die Vater was al heel überkäpsch und konnt seine Freude nicht mehr an. Die Nobe soll inladen werden, und an Nuse kommt al hauchte her. Bollmanns Band ha als inkauft, so es Schnaps, Bier, Wien und sogar Sekt. Im Nierenuhr morgens hat dann Mama wie ein kleinen Jüngsten klären. Kurz nach 12 kam nu Frensken ut der Schul und die Vater leibe mal in der Möte. Frensken, du sast nicht leim, reib he nicht. Du hast vom one Bröcken klären. Weet ich al ne ganze Zeit, sagt Frensken. Meinst du, ich ha die Kiste nicht sein, wo drauf steht, Söhnlein? Da ist die Anton Schuld an, von Heinrich Lübberding. Die nie Pastor McPhysite in Wittensanne. Schliechs in dat erste Hus drebt he ne Frau mit 6 Kinderkes an. Ho, sag he, eine stolze Kinderschar haben sie. Ja, sagt die Frau, da ist die Anton schuld an. In dat tweede Hus stellen die Frau die Nierenblaren für. Welch eine gottgefällige Schar prachtvoller Kinder, sagt der Pastor. Ja, sagt die Frau, da ist die Anton schuld an. Son Bierten verdreht hung der Pastor und reib wie die dere Familie dertein Blaren an. Donnerwetter, das ist ja ein Kindersegen. So groß ist er selten, sagt der Pastor. Ja, sagt die Frau mit n deiten Sücht, da ist die Anton schuld an. Dat was dem Pastor aber zu bunt. Zum Donner noch mal, was soll das heißen? Da ist der Anton schuld an. Ja, Herr Pastor, die Anton, dat ist doch die Pingel Anton, die Eisenbahn, die kümmt jeden Morgen um 5 Uhr hier vorbei. Tja, zum Aufstehen ist dann te früh und zum Schlafen te late. Fernand und sein Schwein von Josef Pröpsting. Fernand was bald 40 Jahr bei der Stadt. He ha auch alles Lehre noch de Erden hat. He was es da in de wichtigste Funktion, aber nu hong he endlich in Pension. Bertha, dat was seine Frau, die kam gebürtig ut Alpslau. Sie was so von den Schmöde Esse und Art und ha allmennige Penning gespart. Bertha wohl nu kein son hennigen Kurten, sie dacht an grauten Bauernwurten. Fernand hat dat auch wohl ducht, apart he was mehr für die Schweine ducht. Denn in letzter Zeit hörnde man so faken, mit Schweine, da is Geld zu machen. Fernand was reservierten Mann und schon schafft sich forts ne Sure an. Nu bloß nicht lange letten,
He moest die Suge op de Schufkor zetten. Dat was Arbeit und he was von Schwed heel nat, bis anlässt das Schwien dann op die Schufkor zat. Nu muss he schuben bis noch Kaspar Weber, denn die has von Kriegelen Eber. Die Schwienebär, da sich all frein, es he die Suge kon von Wieden sein. Suge und Bär, alle beide, keimen op die Schwieneweide. Dort dann die spielen, biessen und braken und mögen auch noch andere Sachen. Dann af mit Gebruß kommt mit die Suge wie no Hus. An Mon sich finnend, Bertha kiek no, vielleicht sind die ersten Vierken da, aber et has ich noch nix dran. Hier muss man wir noch den Eber gehen. Und wir mit Arbeit und Schwed heel nat, bis die Suge op de Schufkor zat. Die Bärs, da sie krülig freien, es he kon dat Mütken sein. Wir kam das Spielken, Biessen und Braken und auch ehrliche andere Sachen. Dann wir af mit Gebruß, mit Schufkor und de Suge no Hus. Annen Morgen sich finnend, Bertha kiek no, vielleicht sind nu die ersten Vierken da. Bertha leid sachte gewoon, et has ich aber wir nix dorn. Doch dann reibt Bertha, o Wunder, Finnand komm es händig herunter. Du sagst nicht klein, aber et is wahr, die Suge sit all wir op de Kor. Die quiekt so unwies und is doch so froh, und sie knippt mi altids ein Auge to. Hochzeitsnacht von Hans Hartmann. An Hochzeitsdisk wie Hinnig bog, doch honget Hauge her, biet Erden recht no Buenbrug, doch haft ihn Kluck und Bär. Die fette Suppe von de Ko und Fleisch was nicht so knapp, dat Rindfleisch glach, man grieb men to, in Siepel Soßen napp. Wohl was de letzte Danz vorbei, man sag sie gute Nacht. Vorbei was all die Superie, nu kam die Hochzeitsnacht. Dat Brutpaar hong in Sloopgemach, Hinnig trok die Jacke ut. Ich scher mi so, die Liebert sag, und mog die Lampe ut. In Düsten trok die Liebert sich, dat Nacht jimt Schauer an, und mogt in Ber, Hinnig wünnen sich die Lampe wieder an. Ach, Liebert, warum schirmst du die? Wir sind nu Mann und Frau. Tut frieren tüschken die und mi, sagst in die Kirk du jau. Ach, Hinnig, nu schirm ich mi nicht mehr. Wat was ich doch so blind, dat diene Föte noch voll mehr es mine ösig sind. Opa, wie kriegt Mercedes von Hans Hartmann. Opa stolzierende mit Bennetzken an Kornfeld entlang und trok sich n Fressspier ut den Rochen. Brockelde sich damit in de Tieren herum und fang an zu kauen. Bennetzken kriegt dat forts mit. Morgens hat's Piel up in de Höcht und reibt für Freide. Opa, wie kriegt n Mercedes? Opa keek dat Enkelkind ratzverdutzt an. Bennetzken, roept dat nicht so laut, dat die Lü dat hört. Wie könnt uns doch kein Mercedes kaufen? Wo kannst du sowas sagen? Opa, Mama hat gesagt, wenn Opa in Gress wird, dann krieg ich n Mercedes.